Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will von unserer Seite aus auch eine Reihe von frohen Nivellierungen an die Diskussion heranbringen. Der letzte EU-Sommet vom 8. und 9. Dezember von den Staats- und Regierungschefen hat erneut bewiesen, dass Europa nicht mehr am Stand ist, das größte Krise, die die Europäische Union bis heute kannt hat, weder zu gerieren, noch zu einer nachvollziehbaren Lösung zu feiern. Von Sommet zu Sommet geht sich gerettet, neue Ideen proposiert, neue Decisionen geholt, an all Decisionen über Bord gehalten. Nach nie stund Europa so uneins und so zerstritten da, wie das heute der Fall ist. Es waren Staats- und Regierungschefen, die dort sicher wussten, wie Griechenland seine Chiffren an Billionen trickiert hat und sie einfach den Euro abgeholt haben. Die bestehenden Texte und Möglichkeiten auf Kontrolle gehen, sie sich just nicht genutzt gehen. Und weil die Responsablen ihr Arbeit nicht gemäht haben, hätten sie auch gerne als Merci mehr Rechte vis-à-vis von den einzelnen Staaten. Daher dürfen dagegen weiter Souveränitätsrechte und die dorten Europäische Union aufzutreten. Von denen überhaupt noch von einer Europäischen Union kann schwätzen. Wie hat es immer geherrscht, ein Land hat so viele Rechte wie das andere. Aber wie ist die Realität? Merkel und Sarkozy dezidieren, an die anderen zu parieren. Verschiedene Länder wie Griechenland, Portugal, Italien und so weiter, die am Recht zur Wand stehen, wo sowieso kein anderer Schwamm mehr zu parieren. Die kleinen Länder wie Lützburg hatten noch nie vieles zu sagen. Länder wie England wollen sich recht, für einmal gegen den Strom zu schwammen und sich nicht mit dem Diktat von Paris oder Berlin zu unterwerfen. Das Sommet war also kein Sternensturm, höchstens Sternschnuppen, an die bekanntlich schnell vergehen. Wir sind der Meinung, dass Lützburg nie darf einer Finzantransaktiounsteier zustimmen, wenn nicht auch die anderen Staaten gleichzeitig mit dort drinnen fallen, aber wir froh auch eine Position von unserer Regierung zu kriegen. Schuldenbremse, Herr Präsident, hat da schon wie lange sich für ein Schuldenbremse angesagt. Heute hat der Herr Staatsminister gesagt, auch Sie, die Regierung, wird man d'accord. Es soll nicht an Verfassung kommen, es soll das Gesetz gehen. Wichtig ist, wir zu gucken, was voller von so einem Text ist, was für ein Hammerdieren, was für ein Schlupflöpfchen so ein Text ablässt für die Situation, wann sie das antreten. Wichtig ist aber zu wissen, dass ein Gesetz kann mehr einfach ändern, auch später hin, wie eine Verfassung. Lützburg ist aber Blick am Gange voll an eine Überschuldung heranzukommen. Und das ist am Anfang die größten Fehler, die Schuldenkrise, die heute entstanden ist, weil die europäischen Länder, noch Lützburg, hier Schulden nicht zurückbezahlen, wir just Zinsen bezahlen, auch später Generationen müssen Kapital zurückbezahlen. Dadurch entsteht Schuldenkrise an den anderen Ländern und dadurch steht auch eine Schuldenkrise zu Lützburg. Eine weiter wichtige Rolle als Rolle, dass die Nationalparlamente nach können in Zukunft spielen. Der Minister Nico Schmidt hat deshalb von einer Entmusterung von den nationalen Parlamenten geschwärzt, geht in Zukunft zu Berlin und zu Paris dezidiert über die Deckwerte von unserer Politik. Herr Präsident, Zeit lebt mal fort. Dafür will ich zum Schluss sagen, dass da auch kein Eurobonzen ist. Eurobonzen ist am Anfang eine neue Schuld, die wir machen, just auf europäischem Niveau, und gleichzeitig sollen wir Nationalstaaten sollten Schulden aufbauen. Wir teilen die Meinung vom Staatsminister über die Wichtigkeit von einem Euro, den wir brauchen, und vor allem ein Land wie Lützburg braucht. Auch wenn uns Meinungen für die Rettung zum Euro auseinandergehen, sind wir aber für die Wichtigkeit vom Euro, und auch wenn uns Meinungen auseinandergehen, wünschen wir der Regierung aber ein glückliches Hand, für das wir den Euro gerettet kriegen.